Frühlingsmärchen vom verzauberten Veierli erzähle ich euch heute. Und die Geschichte ist vor vielen, vielen Jahren passiert, wo man sich noch das Wünschen hätte wünschen und dann sind die Wünsche in Erfüllung gegangen. Es kommt aus Deutschland und ist vor alter langer Zeit passiert. Und das geht so. Also, ein Hirtenbübli ist jedes Jahr im Frühling mit seinen Schöfli auf die Weide und ist bei einem Felsen bleiben stehen und dort hat sie jedes Jahr Veierli gehabt. Und die haben so fein geschmückt. Und dann war der Kleine aber glücklich und dachte, das ist gerade mein Wald, gerade meine Veierli, da bin ich gern. Und das Mal hat er ganz grosses gesehen. Es war unter diesen Veierli eins, das fast so gross war wie ein Hang. Und er hat es fein abgebrochen und am Abend, als er heim ist, hat er das dem Vater gezeigt. Und er hat gesagt, «Schau, das so Veierli habe ich gefunden.» Und dann sagt der Vater, das ist jetzt komisch. Heute Nacht habe ich genau von einem solchen Veierli geträumt. Und dann hat eine Stimme gesagt, «Schmöck 3-mal dran.» Und dann hat der Vater das Veierli genommen, das grosse, und hat 3-mal gemacht. Und es war ein wunderbarer Duft, aber in dem Moment hat es gemacht, «Tack!» Und neben dem Vater ist ein Zwerg gestanden. Und der Bub ist verschrocken und der Vater auch. Und der Zwerg hat gesagt, «Nein, keine Angst, keine Angst. Ich will dich erreichen, weil du unsere Uhr flicken kannst. Die Zwergenzeit ist bleiben stehen. Weisst, wir wohnen in einer Höhle und von uns kommt niemand durch, wir können es nicht flicken.» Und dann ist der Vater aufgestanden und hat gesagt, ich komme mit. Der Bub wollte sagen, nein, bleib daheim. Und der Vater hat zum Bub gesagt, jetzt tust du einfach im Stall schauen, zu den Rössli, zu den Schafen, zu den Hühnern, einfach zu allen Tierchen, die wir haben. Und dann kommt das schon gut, ich komme gleich wieder. Und dann ist er dem Zwerg nachgelaufen und der Zwerg ist eben bis zu diesen Veierli gegangen und dann an einer alten Burg entlang. Und dann sind sie wieder in eine Rutschbahn runtergerutscht und sind unten in einer Kristallhöhle rausgekommen. Und in der Kristallhöhle haben 12 kleine Zwergli am Tisch gegessen und gelacht und haben es lustig gehabt und gespielt. Und an der Wange war eine grosse Uhr und die ist gestanden. Und dann haben sie den Vater eingeladen und haben gesagt, das ist jetzt schön, dass du zu uns kommst, dass du uns kommst, die Zwergenzeit reparieren. Und der Vater hat zuerst mit ihnen gegessen und dann ist er aufgestanden und er konnte nur auflängen, konnte so ein Müpfchen geben und aufziehen und dann hat die gerade wieder geschlagen und ist gelaufen und hat gemacht «Tick, tack, tick, tack, tick, tack.» Und alle Zwerge sind aufgestanden, haben tanzend und ihn umarmt und haben gesagt, «Das hast jetzt du gut gemacht. Danke, danke vielmals.» Und der Zwerg, der ihn abholen konnte, ist mit ihm wieder raufgekrasselt und sie sind auf die Erde gekommen. Und dann hat er gesagt, ich komme jetzt nicht weiter mit, ich gehe wieder runter. Und der Vater hat ihm gewunken und er ist heim. Und als er auf dem Heimweg war, hat es plötzlich gemacht. Brrr, 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 brrr. Dann hat er gedacht, das ist jetzt komisch, es sind doch keine Rosse da. Ich habe es auch falsch gehört. Dann ist er weitergelaufen und dann hat es gemacht. Mu, mu, mu. Und er hat angefangen umzuschauen und nie eine Kuh. Was ist denn da los? Und dann ist noch ein bisschen weitergelaufen und hat es gemacht. Mäh, mäh. Dann hat er gesagt, jetzt höre ich noch die Schöfli. Was ist denn los? Und er hat die Säule gehört und er hat die Hühner gehört. Und er dachte, also, was ist echt da los? Und er ist heim und hat gerade den Stall aufgemacht. Und jetzt stellt euch vor, sie von allen Tieren, die drin waren, von den Rössli, von den Kühen, von den Säulen, von den Schafen und von den Hühnern das Doppelte durchgestanden. Und das war der Zwergen ihr Dank, als er die Zwergenzeit wieder gemacht zu laufen. Und wenn der Bub als Hirt im Frühling wieder auf die Weide ist, ob er jetzt mit den Schöfli gegangen ist oder ein bisschen später,
mit den Kühen, dann hat er immer neben den Feierli den Kopf am Boden gehabt und hat er ganz tief unten gehört, tick, tack, tick, tack. Und hat er gestrahlt und gedacht, die Zwergenzeit läuft gäng noch. Das ist die Geschichte vom verzauberten Feierli.